Mam Sujet Staatskris an Verfassung wie ein Staat für mehr an engem Kontext, Moment politisch ganz stark abgelöten, also Kontext, wo et mehr oder minder klar ist, dass man auf Neuwahlen zugehen. Man gehen auf die Neuwahlen zu, weil das Land, der Staat, tief politisch und institutionell an der Krise stöcht. Und das im Kontext von ökonomischen, sozialen und ökologischen Krisen an Europa und auf der Welt. Die institutionelle Krise, die wir im Moment durchleben, die ist geprägt von Stichwörtern wie Srell-Affäre, Bommelea, Wickring-Leving. Es sind grave Sachen geschieht an der Vergangenheit. Es geht Vorwürfe von Intimidation von der Justiz, Pressefreiheit, als bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall mal auf Frohgestalt gehen. Wir leben an den letzten Wochen am Monaten ein Mépris par rapport zu den demokratisch gewählten, par rapport zum Parlament, was sich selber aber zum Teil auch an die Rolle hat drängen lassen. Es sind fragwürdige Interventionen kommen an Legislativtexte, auch vor allem an der Israel-Geschichte natürlich, die, wie sich immer mehr klar herausgestellt hat, die jahrelang systematisch praktiziert Ausspionieren von politischen und gesellschaftlichen, weltanschaulichen Meinungen. Wickring-Leving, das war schon die Affäre von Fiedrun, hat er besonders nachgewiesen, dass es eine ganz gefährliche Proximität gibt zwischen ökonomischen und politischen Krisen und das an einer Situation, wo die Attacken auf den Sozialstaat, den ein Teil unserer Meinung nach von dem Rechtsstaat sind, immer mehr virulent gefordert gehen. Also in einem Kontext ist unabhängig von dem, was am Ende durchschlägt, unserer Meinung nach ein fundamental Verfassungsdebatte gefordert gehen, aber wir meinen noch, dass sie überfällig ist. Das, was wir am Moment, wo wir leihen haben, als Entwurf, als an unseren Ohren komplett unzulänglich. Als nämlich gar nicht kapabel, ob die eigentlich Frauen, die durch die institutionelle Krise und Tageslicht gekommen sind, für ob die Frauen an irgendeiner Form auch nehmen, eine zulängliche Antwort zu geben. Das ist keine Verfassung oder kein Verfassungsentwurf vom 21. Jahrhundert. Ein Otemt nach immer Patina vom 19. Jahrhundert, vom Nationalstaat, bezeichnet dafür, als dass der erste Satz von der Konstitution am Fond inchangéiert bleibt. Das heißt noch immer, le Luxembourg est un État libre, indépendant et indivisible. Das heißt, es ist kein Sprung gemäht gehen par rapport zu modernen Verfassungsentwürfen an andere Länder, wo es nicht nationalstaatliche Delimitation gegangen ist, sondern wo andere zentrale Begriffe an Mittelpunkt geraten sind, wie zum Beispiel die deutsche Verfassung, die aufhängt hat, die Würde des Menschen ist unantastbar. Zwischen dem ersten Satz von der deutschen Verfassung aus dem 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem den Merderlohai 2013 vierleihen haben, zwischen dem geht es also wirklich ein Quantensprung, unserer Meinung. Das heißt, dass keine Verfassung, die auf dem Niveau ist, von den Problemen, die es gibt, und es ist natürlich auch eine Verfassung, die gefordert gehen ist, ohne wirklich seriöse öffentliche Debatte. Das ist just an der Chamberskommission darüber diskutiert gehen. Auch da gehen es andere Beispiele, wo Länder wie zum Beispiel Island genau so eine öffentliche Debatte gefordert haben und eine Form auch erfunden haben von Konstituant für die Debatte, für Proposen zu machen, und für die Debatte können zu feiern. Und auch an dem dritten Text für den Kontext zu situieren, sind die Sozialrechte sind kaum verankert an dem Text. Den Egalitätsprinzip, der am Anfang Basis ist von der Demokratie, findet sich nicht im Bereich von den sozialen Rechten. Für uns die Konklusion, und dann wird Serge an den anderen Detailer gehen, für uns die Konklusion muss sein, an der dritten Situation, wo wir los sind, als die einzige Chance, die es gibt, dass wir die Verfassungsdebatte frisch aufhängen können. Man muss sie öffentlich feiern, man muss sie breit feiern, man muss sie noch kontradiktorisch können über Einzelelemente von der Verfassung können diskutieren. Mehr Mengen, dass sich das gerade im Moment ist, für sich anzusetzen, für eine wirklich fortschrittliche Verfassung, die
auch op der Hecht als vun den Herausforderungen auf vom 21. Jahrhundert. Ja, das ist ja im Zusammenhang mit der aktueller Staatskrise, wo bald gibt für der Choras für das so zu nennen, gibt geschwert von einer Krise von Institutionen. Ich meine, dass für alle Mengen eine Krise vom demokratischen Funktionament vom Staat, nicht nur was die Institutionen angeht, aber auch nach was andere Aspekte angeht. Dafür meine ich auch, dass ein Mist eigentlich die parlamentarische Demokratie, die wir ja haben, die Basis von der Demokratie, dass in die am Fungerroll Mist von Grund auf neue Elemente dabei machen, wobei wir folgende Prinzipien am Fungerroll an diesem Text vier gestrachen haben. Wir brauchen eine wirklich demokratische Debatte am Land. Ich meine, das hat ihr gesehen. Wenn eine lange Chamberdebatte gewährt wird über die Dysfunktionamente, die apparent sind, dann wird wahrscheinlich nicht so viel dabei herauskommen, wie lo. Dadurch, dass den öffentlichen Debat gehen ist, dadurch, dass Presse eine Rolle gespielt wird, dadurch, dass Justiz auch eine Rolle gespielt hat am Übrigen, als es wirklich einen wirklichen Debat am Land ging. Es sind eigentlich wenige so Momente, wo wirklich ein Debat am Land hört, über grundsätzlich politisch Fragen, und ich meine, das hier also auf jeden Fall den ganz real ist. Für das den Debat auch an Zukunft möglich soll sein, und das noch mehr strukturiert geht, meine ich, brauchen wir für allem ein Gesetz, das den Accès aux Sources garantiert. Wir hatten noch eine Pressekonferenz zu dem Thema schon, wo wir als Wühen durchgelöst haben. Was wir auch brauchen, meine ich, dass die Kultur vom Geheimnis, vom Sekret aufschaffen, die es gibt, die omnipräsent ist. Wenn ihr guckt, die Reaktionen von der CSV auf die Enthüllungen, die kommen sind, bestehen am Fungerroll dran, für immer das Sekret am Fenster zu stellen und am Fungerroll das Sekret zu holen, für die Leute den Mund zu verbieten. Wir haben gesehen, dass an dem besonders grotesken Fall vom Volta, wo es besonders gut auffällt, mir gehen globale Niveau und das immer versichert, das Prinzip vom Sekret an die Vitrine zu stellen, und das so klar, dass das Sekret, dass den am Fungerroll die Interesse von denen schützt, die von dem Sekret profitieren, die nachgesagt haben, an die ihre Interessen damit wollen schützen. Also brauchen wir mal für dich ein klar gesetzliche Maßnahmen, die die regelrechte Sekret bricht. Und das ist zum Beispiel ein Gesetz, wo ihr nun Sourcen auch drin könnt. Ich meine noch, dass man den Service Secret, wie in sich wo singen wirklich an so ganz knaschte Seite gewiesen hat, dass man den nicht brauchen, sie mehr der Meinung, umso mehr sind wir der Meinung, weil man gesehen haben, wie funktioniert, dass so ein Service nicht zu kontrollieren ist. Und dass ein forcément par la force des choses feiert zu denen Deriven, wie man sie kann. Und dazu noch alle seriöse Autoren, die sich mit Renseignementservice beschäftigen, so und das ganz klar. Sie so just, wir brauchen eben so ein Spionageservice, weil das da wirklich geht. Wir brauchen eben ein Spionageservice, weil all die anderen doch haben und so weiter. Und das natürlich eine Logik, die dann dazu führt, automatisch, dass dann immer die Service ausgebaut gehen. An op jeden Fall Menge mehr do, dass Mist auch den vielleicht aufgrund von dem Skandal do ugefangen gehen, ob mans den innenpolitischen Volley von dem Service de Renseignement carrément verbieten, also verboten das Schnüffeleien zu machen, Procureur General not zu gehen, was die machen und denken, weil wenn bis so weit geht, dann ist es natürlich auch ganz sicher bei den normalen Leuten oder auch bei politischen Opponenten und so weiter, sind wir auch da ganze EU kommen, wenn mal keine Grenze da ist, für so Leute zu verwerfen, ob irgendwer da weiß, die gar nicht mit penaler Politik zu dienen hat. Ich meine das auch, dass man ein Gesetz braucht, die mehr Transparenz bei der Sondage mischt. Aber wir brauchen natürlich
weiterhin eng Press, die auch frei hier opklären Serbisch kann machen und gesehen, wie wichtig das also ich meine, das sind all die Elemente, die zu engem Debatdemokratik veritable geheieren. Dann mengen wir dass noch mis Möglichkeiten von direkter Demokratie abbauen, méi zurückgreifen op ein Referendum 2005 man gesehen, wie wichtig der Referendum war bei der europäischer Froh. Das war so ein Highlight, das war so eng wirklich öffentliche Debatte an wir brauchen auch die Möglichkeit für eine Initiativ legislativ zu machen, das heißt, dass ein gewissen Zahl von Bürgern können eine Proposition de loi ragehen. Hun gesinn bei der europäischer Wasserdiskussion wie wichtig dat kann sinn, weil du ja effektiv der Europäische Kommission no gin, weil sovi Leute dat erschriffen hunn an dat soll auch zuletzt gefordert gin. Ich will ehrlich halber so das vier gesinn am neue Projekt von der Verfassung as vier gesinn. Man Menge just denke muss he betonen, dass het wichtig ist auch dat anzufeieren. Da mengen ich auch de Markt schon gesot den Chamber muss wirklich den echte Pouvoir am Land ginn. Sie jassen ein paar Bayer, aber sie jassen an der Realität als eine ganz Tag net, ganz Tag als die Regierung, die den Ton uget, net Chamber. Wie lächerlich das, was ihr gesagt habt, auch an der neuen Konstitution steht der Kapitel du Grand Duc steht für im Kapitel de la Chambre des Députés, was ja absolut absolut inakzeptabel als sogar von der Monarchie als Prinzip akzeptiert. Denn ich meine noch, das Prinzip steht noch immer dran, dass der Grand Duc den aus den Chambre ablässt. Die Chambre misst selber, ja, die Chambre misst sich selber Menge mehr können ablesen. Gesagt in diesem Fall. Lo wo man sinn, das möglich, dass man an den nächsten Tag gewur gehen, dass die Regierung sieht, gehen wir so weiter mit den Missionären, wir schlagen im Grand Duc für das Parlament abzulesen und Neuwahlen zu organisieren. Und das ist so eine absolut Situation für ein Parlament, was souverän ist, was sich dann vom Pouvoir Exekutiv, wo dann so kontrollieren, ablesen, gibt losen. Ohne zum Beispiel die Debatte weiterzuführen über Konsequenzen vom Geheimdienst. Das wir auch die Brief, den haben nicht gestern verschickt, wo man nachher auf die Problematik hingewiesen hat. Man mengen noch, dass Mist die Lehre gezogen aus der Enquetekommission, man mengen noch, dass Mist die Enquetekommission mit Pouvoir kriegen. Das war viel gesehen am neuen Gesetz, am neuen Verfassungsprojekt, dass ein Drittel von den Deputierten kann eine Kommission d'Enquête frohen, und dann muss auch gesagt gehen, wir mengen, du musst noch dabei kommen, dass auch eine Minorität von Deputierten kann auch an der Kommission Schritt dezidieren, die der Majorität nicht gefällt. Ja. Zum Beispiel man eng Sesi vu gewissen Dokumenten, wo man eng Majorität an der Kommission sieht, nee, dat will man nicht oder so. Oder man will den als Zeichen heieren, Majorität sieht, nee, man will dat nicht. Dann blockiert jo Majorität, dann geht iwwer hier ege Politik. Und dat kann nicht sein. Und dafür muss noch Minoritätenrechte, wie jetzt eben so menglischer gewisse Parlamente gibt, angefordert gehen, für auch eng Enquete weiterzutreiben. Dann war Menge mal das mir klassisch, dass Deputieren und Minister nicht dürfen eine Karriere drauf aufbauen mit ihrem Mandat. Sie müssen können akzeptieren, dass es Limite gibt bei der Ausübung von ihrem Mandat, dass es ein Non-Cumul gibt von verschiedenen Funktionen. Wenn ich gucke, so was an der Regierung alles geschieht, wo immer gesagt wird, die lächt dass die waren zu lang, besonders der Premier war zu lang am Amt, dat feiert automatisch feiert dat zwänge mat Bu vu Pouvoir, wann zu lang Pouvoir ass an so weiter. Mehr wollten dummer nach Diskussion werfen, dass zum Beispiel 2 Mandate für Minister einschmissen durchgoen. Dann Kontrolle der Konstitutionalität des Lois. Die wird im Moment ausgeübt durch den Staatsrat a priori. Also während der legislativen Prozedur, das allerdings mehr eng politisch wie eng juristisch Kontrolle, wir kritisieren den Staatsrat fundamental als engem Funktionament, aber wir wollen auch an der, so wie in dem Moment funktioniert, wirklich durch etwas Ähnliches ersetzen, wo noch muss darüber diskutieren wird. Aber auf jeden Fall ein Element davon kann sein, dass eng richtig konstitutionell wie an den großen Ländern anderem kommen, wo eine Minorität von Deputierten könnten frohen ein Gesetz ihret
erkräft tritt an der sich zu losen op se Konstitutionalität. Dann zu de Wahlen as meinig hummer auch ein Kris von der komme viel Krise bei mir an dieser Zeit hummer ein Kris von der Repräsentation demokratik mengen ist, die einfach darüber besteht, dass 44% von der Leute kein droit de vote tun, dat 56% von der Leute bestimmen Chamber an das nicht normal. Soll zwar an die neue Verfassung ein Text dran kommen, die seht accorder la qualité d'électeur à des personnes n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise, für an Zukunft möglich mit einer qualifizierten Majorität an der Chamber, aber dass im Moment aber keine Volonté politik dafür das zu machen. Ein anderes Element, wo auch darauf hinweist, dass de Bezirke Norden an Osten Leiit am Fongolle reduzierte Schwau per rapport zu andere Bezirke, weil do brauche iwwer 10% vun de Stimmen fir Sitz wären an den grösse Bezirke 4% sind. Dat limitéiert doch de Schwa vun der Leiit do an ich mein die zwei Elementer, das erkennen do de Wort tun an dass de Bezirke do so funktionieren mengenig sinn am Fongoloch 2 Pilier vom CSV staat, wann net richtig guckt, weil se den Konservatismus bei der Wähler favorisieren. Dürfen schlo mit 3 mesure fir die Repräsentativité politik zu verbessern, dat heißt, den droit de vote aktiv passiv, da das im Moment net gesehen an der Verfassung für alle Anwohner am Land. Zweitens, das soll op nationale Lëchte gewählt gehen am ganzen Land. Und drittens, das Recht für Junker von 16 Jahren können wählen zu gehen. Und dann ein europäische Volley, da mengen wir, das misst den Datum von den Wahlen getrennt gehen. Das scheint schon zu geschehen, par la force des choses. Aber nicht nur das, aber auch, dass wirklich auch die Wahlen dann Ulla sind für Fonds zu diskutieren über die wirklich kruzial Fragen von der weiteren europäischen Entwicklung, und dass auch Kandidaten selber müssen Engagementer holen und noch vier viele Engagementer vertreten, wenn sie am Amt sind. Wir haben im Moment eine Verfassung aus der Mitte vom 19. Jahrhundert. Weil die paar Änderungen, die entretemps angetreten sind, haben eigentlich unter grundlegender Orientation von der Verfassung nicht geändert. An der Tisch, wir schläfen auf der einen Seite an der Verfassung am Fungel nach Überrechter von der 4 moderner Zeit mit, die Genre Monarchie, die Genre Verflechtung zwischen Kirche und Staat, du genre Übergewicht von der Exekutiv par rapport zur Legislativ. Auf der anderen Seite, und das könnte natürlich auch erst im 19. Jahrhundert, gibt es eine Reihe von Durchsetzung von bürgerlichen Rechten, du genre Liberté de Presse, das ist ja auch schon im 19. Jahrhundert durchgesetzt ging, das ist also nicht neu. Und dann auf der dritten Seite gibt es ganz wenig Präzises an der Verfassung über Sozialrechte. Über die Sozialrechte, die aber entretemps, sozial- oder soziokulturelle Rechte, die aber entretemps bezeichnet gehen, auch an internationalen Texten als Menschenrechte von der 2. und 3. Generation, die eigentlich auf dasselbe Niveau müsste gehoben gehen wie die klassischen Menschenrechte. Wir mengen also, dass wir an einer Revision von der Verfassung, und Sie so ja alle guten werden um eine Revision wirklich neu gehen. Wir mengen also, dass an der neuen Verfassung ein wirklich Avancé ist geschehen par rapport zu der Aufsicherung von sozialen Rechten. Soziale Rechte, die sich ergeben aus dem Begriff von der Dignité humaine, von der Menschenwürde, wo die Macht für Grund erinnert wird, die an der deutschen Verfassung als unantastbar steht, ja wohl an einer Verfassung soll drankommen, mehr am Fungolever auf einer Platz, wo sie eigentlich ein besser verdient hat. Sozialrechte ergeben sich also als einem Begriff von der Dignité humaine. Kommission consultative des droits de l'homme, also Eisheit zu Lützeburg zitiert, belgischen Jurist, der sieht, es müsste unbedingt einen öffentlichen Debat stattfinden darüber, was dann eigentlich inner der Dignité humaine zu verstehen wäre, was alles dazu gehört. Und wir mengen eben an dem Debat müssen die Sozialrechte auch
thematisiert gehen. Wir mengen, dass Sozialrechte an Demokratie miteinander zusammenhängen, eng Demokratie am Sinn von einer gleicher Bedeligung von jedem und der Gestaltung vom Gemeinwesen, als ja am Anfang nicht mehr möglich, wenn eine minimal soziale Gleichheit besteht. Mit großen sozialen Ungleichheiten, wie sie noch immer bestehen, auch bei uns, kann ich nicht von einer gleichen Chance für Partizipation und der Gestaltung von der Gesellschaft eigentlich schwätzen. Und wir mengen, dass an der Doefroh der Projekt, den Lo vielleicht weit handelten Herausforderungen handeln bleibt, weit sogar, oder weit nicht, aber sogar handelt bestimmten internationale Konventionen, wo die sozialen Rechte viel mehr deutlich formuliert sind. An einem Moment, wo die sozialen Rechte stark bedroht sind von den Pouvoir économique. Schon heute nicht der Titel von einem wunderschönen Buch zitiert, Alain Suppiot, also französischer Jurist, den aber relativ renommiert, das den Loen Cher auf dem Collège de France gut. L'Esprit de Philadelphie, das war die Stadt, wo 1944, ich muss da gucken, Deklaration verabschiedet ging, als die dann zu der Kreation vom internationalen Arbeitsbüro, also Organisation Internationale du Travail, gefordert wird, wo also an der Deklaration eine Reihe von sozialen Rechten abgefordert sind, an sein Titel als immens treffend, am Ibrahim nicht zu sagen, la justice sociale face au marché total, face als gemeint en perdition. Also die Justice sociale, die Demos aber eine von den großen Visionen war, an internationalen Texten auch hier juristischen Niederschlag fand, die als bedroht an, da müssen Sie also vorstellen, was schreiben wir an als Konstitution für die Rechte, die eng zusammenhängen mit der Dignität humaine und mit der Demokratie, was schreiben wir da dran? Aber wenn man Interview liest, die leider an der Kommission aber auch nicht diskutiert gehen, bislang, wenn ich mich nicht irren, von der Chambre des Salariés, von der Kommission Consultative des Droits de l'Homme, also die Lützeburg voll verstanden, von einer Reihe von Juristen, wie zum Beispiel den Maître Reuschling, den auf der Lützeburger Uni, als Maître weiß ich nicht, also den Herr Reuschling, den als Jurist Professor auf der Lützeburger Uni, die alle Guten auch kritisieren, den Manque d'Ambition, auch im sozialen Bereich von der Verfassung. Wir mengen also Recht ob, wir müssen mich konkret, Sécurité sociale, ob Gesundheit, Accès und öffentlich Service. Recht ob ein Emploi, nicht nur ob ein Travail, ob ein Emploi, der dezent ist, auf dem wir kalieren. Recht ob genügend Freizeit, Recht ob ein dezenten Logement, Recht ob Streik, Recht ob ökonomische Demokratie, also Machtbestimmung am Betrieb. Das alles sind Punkte, die viel mehr deutlich an einer neuen Verfassung müssten verankert gehen. So nicht mal ein Beispiel. Was steht an dem Projekt dran zur Sécurité sociale? Artikel 37, also das ist immer die Version vom 6. Juni, auf dem heißt beziehen, die nicht publik ist, leider, Menge nicht. Oder kriegt den Subsid? Soit. Beispiel, Artikel 37, la sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes. Was mischt ein Cour konstitutionell, die befasst wird mit einer Klo, Sécurité sociale darf nicht privatisiert gehen, weil das wäre ein Droit social, den zu den Aufgaben vom Staat gehört wird. Was dezidiert ein Cour konstitutionell, wenn an der Konstitution steht, das, was mit der Sécurité sociale geschieht, das wird über Gesetz geregelt, und sogar quant à leur Prinzip. Das heißt also, das Gesetz regelt Prinzip, können Sie halt nicht auch aufschaffen. Prinzip können Sie auch sagen, wir brauchen keine Sécurité sociale. Das als Beispiel. Du musst also so ein
so ein Artikel müsste natürlich ernst redigiert gehen, müsste redigiert gehen. All Mensch hat Recht auf eine Sécurité sozial solidär, zum Beispiel für den Aspekt von der Mutualität, für den an der Verfassung auch zu verankern. Und so ein Beispiel ist ein Droit de Grève. Zum Droit de Grève steht Artikel 28, la loi organise le droit de grève. Was möchte ein Cour konstitutionell, wenn ein Streik zusammengeschlagen wird, und dann können Gewerkschaften dann so mehr kloen, da steht aber an der Konstitution, la loi organise le droit de grève. Ja, am Gesetz wird dann total gestimmt, als du steht, le droit de grève, da sind so viele Konditionen gebunden oder was weiß ich, oder besteht überhaupt nicht mehr. Das ist immer so ein Beispiel. Du musst ja dranstehen, toute personne, tout salarié, organisation syndicale ont le droit de grève. Punkt. Geht das dann nach an Druck steht, das geht durch Gesetz organisiert gehen. Man muss aber mal für dich als Fundamentalrecht dranstehen. Dasselbe gilt für, da steht überhaupt nicht dran an dem Projekt von der Konstitution über das Recht von den Salariés respektive ihren Syndikaten am Betrieb mitzustimmen. Steht ein Clause transversale aufgrund von der Kommission de Venise, also das Instrument vom Conseil de l'Europe, die sich mit denen froh beschäftigen, dann auch Rekommendationen machen, die auch das Projekt in der Sichtung Rekommendationen gemacht haben, sollte ein Clause transversal drankommen für bei all den Artikeln, wo steht la loi organise, das heißt, wo nicht steht droit intangible. So, da steht zum Beispiel peine de mort, intangible wird nicht mehr gefordert, und nicht la loi organise la peine de mort oder was auch immer. So. Daneben gibt es ein Artikel, die zwar auch fundamental Rechte sind, aber muss ein Gesetz kommen. Da also dann aufgrund von der Kommission de Venise ein Clause transversal dran, wann über diese Gesetze Limitationen kommen von dem Recht, dann darf das nicht mehr in einer Reihe von Konditionen sein. Dass so Limitationen notwendig sind, zum Beispiel für Demokratie zu haben oder so ein Clause transversal, der so eine gewisse Barriere, möglicherweise vielleicht keine Stärke noch mehr eine gewisse Barriere setzt, par rapport zur Gefahr, dass über Gesetz eigentlich die Rechte, die an der Verfassung stehen, ausgehebelt gehen. Das so mehr, die Clause transversal, die müsste sich dann natürlich auch auf die Sozialrechte beziehen, die mehr gern, mehr stark und mehr präzise an der Verfassung hätten. Dass also eine gewisse Barriere besteht, ob die auch eventuell ein Cour konstitutionell sich kann berufen, wann zum Beispiel Bereiche wie Droit de Grève oder Droit à la Sécurité sociale über Gesetzabschnitte kommen, die am Funkel mit dem prinzipiellen Recht nämlich vereinbar sind. Für uns wichtig froh, das war auch nämlich ein Abschnitt, was eigentlich ein Thema für sich, da das, was für Wert tut als Konstitution eigentlich nach par rapport zum übergeordneten internationalen Recht. Aber wenn man so ein internationales Recht, was als im nationalen Recht übergeordnet ist, dann mengen wir natürlich hauptsächlich das europäische Recht. Es gibt ein übergeordnetes nationales Recht, was durchaus favorabel kann sein. Die internationalen Konventionen über Menschenrechte, die haben ganz oft im nationalen Plan favorablen Effekt. Das heißt, drohen zur Stärkung effektiv von den Menschenrechten bei. Menschenrechte sind prinzipiell Frohen, die auch immens wichtig sind, die aber prinzipiell froh sind, wo also die Gefahr, dass sich dadurch ein Aufbau von Menschenrechten machen, besteht nicht. Sogar auf verschiedenen von den Konventionen steht mehr oder weniger an den Zeilen oder zwischen den Zeilen natürlich als Staat erlaubt oder sogar encouragieren wir, für mehr weit zu gehen, wie das dann in internationalen Konventionen da steht. Am europäischen Recht ist das aber auch nicht. Am europäischen Recht um einen Treaty von 300 Seiten, den als einem nationalen Recht übergeordnet. An den Ass, so die meisten Juristen, auch wenn er ein bisschen umstritten ist, den Ass auch als nationale Konstitutionen übergeordnet. Und dass das so ist, oder was für ein Gefahren daraus gehen, das wurde ja gesehen, bei verschiedenen Urteilen, nicht bei allen, bei verschiedenen Urteilen vom Europäischen Gerichtshof, wo den Droit de Grève zum Beispiel auf Frage gestellt gehen ist, weil
aufgewiesen ist par rapport zur Liberté d'Entreprise. Das waren die Urteile Viking, Laval, können Sie sich wahrscheinlich noch daran erinnern, wo gestreit ging ist par rapport zu Entreprisen, die Arbeitskräfte in einem anderen Land herangeholt haben, wo froh sich gestalten, ob die dann Lohn im nationalen System oder nur dem System von dem Pays d'Origine behandelt und bezahlt gehen. So ähnlich war die Geschichte. Das heißt also, die Frage stellt sich, wenn wir an unserer Verfassung schreiben, la puissance souveraine émane de la nation, so steht es hier, Klammer auf, den Ausdruck Nation, die wir auch noch zu diskutieren, was das überhaupt nach ist. Was das nach ist. Wir sind pro Europa, gell? Wir müssen aber manchmal eine Reflexion führen darüber, was als konstitutionell Recht wert ist, par rapport zu dem übergeordneten europäischen Recht. Und da haben wir ein bisschen King, wenn dann am Artikel 5 ganz einfach steht, ohne irgendeine Einschränkung, le Luxembourg participe à l'intégration européenne, ja, d'accord, ja. Und da steht an der Hand drin, l'exercice des pouvoirs de l'État peut être transféré à l'Union européenne et à des institutions internationales par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Mehr hätten als erwartet, dass du aber dranstehen, à condition, dass den Transfer nicht bedeutet, dass konstitutionelle Rechte, und zwar am besten die noch besser, die mehr viel schlagen, dass die durch den Transfer aufgestellt wären. Das ist ja an Deutschland beispielsweise so, dass das Bundesverfassungsgericht bei Transferen, Heinz, du seht, ja, mir passt aber auf, der muss aber durch das Parlament fahren, mit diesem, an dem zum Beispiel einen engen von denen an, der muss aber Limite gesagt gehen und so weiter. Das heißt, Mist kann ich nicht einfach so mehr transferieren mit einer Majorité qualifiée, egal was. Das ist mit einer Majorité qualifiée, können wir auch das, was an der Verfassung steht, dann auf so eine Art und Weise, ohne dass ein Debatte stattfindet, einfach am Fongola vorstellen. Dann hat man nach 2 Jahren über die Monarchie an Kirchen, an CSV, das hängt schon alles zusammen, also nicht mit CSV, weil das hat man schon, aber das hängt schon am Fongola alles zusammen. Und das tut auch vielleicht etwas zu dienen mit der Krise von einem Staat. Also mehr Mengen. Nicht, dass Monarchie den allerwichtigsten Thema am Debat misst sind, mehr Mengen aber ein Pouvoir an einem demokratischen Staat, den durch keine demokratische Prozedur legitimiert wäre, wäre nicht vereinbar mit den Prinzipien von der Demokratie. Am Fongo legal, ob ein Hereditärer ist oder nicht, wenn ein Hereditärer ist, ist es ein bisschen schlimm. Brauchen wir überhaupt Geschäft de l'État? Es gibt auch Länder, die kennen. Es gibt auch Länder, die repräsentiert durch nur ein Rotationssystem. Ich meine, die Schweiz zum Beispiel. Brauchen wir überhaupt Geschäft de l'État? Wir können diskutieren. Brauchen wir ein Pouvoir, den über den gewählten Assemblée steht, über dem Parlament? Brauchen wir überhaupt so etwas? Für was brauchen wir so etwas? Das ist ja am Fongo aber nach überraschte auch von 4 modernen Zeiten. Also aus den Monarchen sind Präsidenten gehen, die sind der Chef d'État oder sie Grand Duc geblieben, wie bei uns. Wenn eigentlich brauchen wir das. Also wir proposieren dann auch mal zu denken in der Richtung von einer moderierten Lesung. Präsident, ja, aber ohne Pouvoir, wir wollen kein Regime präsidentiell, was da der Frankreich mit sich bringt, als nicht am Fongo schrecklich attraktiv, für das not zu machen, am demokratischen Sinn. Mit einer Funktion symbolique, das ist ein bisschen so, ja, so ein bisschen Dekor, kann ich da vielleicht sagen. Die könnt gewählt gehen dann noch revokabel sind natürlich durch eine Majorité qualifiée à la Chambre oder sogar durch Konsensus, aber nicht unbedingt, man nennt den der Präsident, nicht Chef de l'État, natürlich der Chef de l'État. Und da was Laizität betrifft, auch keine Rechtsposition, weil die Hummer ja in einem ausführlichen Avis zum Rapport des Experts gesagt, wir hätten gern, dass die Neutralität vom Staat par rapport zu philosophischen und religiösen Konvictionen sich daran ausdrückt, dass es keinen finanziellen Soutien gibt für keinen.
Voilà.